Serenissima. Der Beiname gehört zu Venedig, steht für durchlauchteste und kommt vom lateinischen Wort für heiter, gelassen, ruhig. Und jetzt sind wir beim Thema, weil so richtig ruhig ist es in Venedig schon lange nicht mehr. 30 Millionen Touristen muss die Stadt mit ihren 55.000 Einwohnern jährlich verkraften. Genug, sagt die Stadt und will den Ansturm kontrollieren. Und wenn es zu voll wird, auch drosseln können. Philipp Zahn berichtet. Matteo Secchi hat den Ernstfall schon probiert und den Zugang zur Piazza San Marco einfach abgesperrt. Nicht mit einem Tropfenzähler, sondern mit Stift und Papier zählte er am 1. April jeden Touristen ab. Die Besucher waren etwas verwundert, hielten sich aber ganz brav an die Regeln und reihten sich in die Besucherschlange ein. Dieser Aprilscherz könnte schon bald ernste Wirklichkeit werden. Denn die Stadtverwaltung von Venedig will an Spitzentagen den Besucherstrom in der Lagunenstadt einschränken. Wir wollen eine Stauprognose einführen wie auf der Autobahn, damit die Besucher wissen, was sie erwartet. Vielleicht entscheiden sie dann, an einem anderen Tag nach Venedig zu kommen. 115.000 Touristen pro Tag, dann ist Schluss. Wegen Überfüllung müssen weitere Besucher auf Einlass warten. Matteo Secchi weiß schon, wie man den Venedig-Fans diese Wartezeit versüßen könnte. Auf Großbildleinwänden zeigen wir in 18 Sprachen die Geschichte der Stadt und die Regeln, wie man sich als Besucher hier verhalten soll. Auch in Rom will man sich jetzt vor zu viel Touristen schützen und verbieten, vor der Fontana di Trevi sich länger als wenige Minuten aufzuhalten. Und in Florenz will man am Ponte Vecchio den Touristenstrom limitieren. In Pisa ist der Besuch des schiefen Turms jetzt schon beschränkt. Das Zugangsticket per Internet, vielleicht gibt es das bald auch für Venedig.